Die Iren verabschiedeten sich per Test gegen Bosnien vom heimischen Publikum im Aviva-Stadion in Dublin ins Trainingslager. Denn, so sagte vorher Trainer Giovanni Trapattoni, es ist wichtig für die Spieler, die Energie der irischen Fans auf die Reise mitzunehmen. Testgegner Bosnien nicht bei der EM, verpassten das Turnier ganz knapp. Zweiter Platz hinter Frankreich in der Gruppe und dann ging es im Playoff schief gegen Portugal, wie schon vor der WM in Südafrika. Hier die erste Chance für die Bosnier. Haris Mendunjanin verpasst da von Maccabi Tel Aviv. Irland hinten ohne John O'Shea von Sunderland. Der wird noch geschont nach einer Knöchelverletzung. Und die Iren hier mit dieser Chance durch Glenn Whelan. Kein Foul von Asmir Begovic, dem Keeper. Das sagt der Schiedsrichter. Die beiden kennen sich aus dem täglichen Training, spielen beim selben Club, beim FC Stoke City. Irland trifft bei der EM auf Kroatien, Spanien und Italien in dieser Reihenfolge. Dann dieser Vorstoß und der Versuch von Richard Dunn, Fußballer von Aston Villa. Irland übrigens Gegner der deutschen Auswahl dann in der WM-Qualifikation. Mitte Dezember geht es zwischen den beiden hier in Dublin zur Sache. Nach einer guten halben Stunde diese Szene. Damien Duff versucht's. Das alte Schlachtross im 96. Länderspiel. 33 Jahre mittlerweile, wohnt in London, Arbeitgeber FC Fulham. Irland dominierend, oft über die Seiten kommend. Vor allem McLean, der ist da der neue Mann. Sein Schuss aus spitzem Winkel. Beim letzten Test debütierte dieser McLean. Jetzt ist er schon unumstritten Entdeckung von Sunderland in der zweiten Saisonhälfte. Und noch eine irische Chance in dieser ersten Halbzeit. Keane zu Duff und Torhüter Begovic wirft sich da irgendwie noch dazwischen. Jahic drischt die Kugel dann weg. 0:0 Halbzeitstand, die Iren spielbestimmend. Spielten hier übrigens Ende Februar 1:1 gegen die Tschechische Republik. Dann brachte Trapattoni Aiden McGeady von Spartak Moskau für Duff und der brachte gleich frische Impulse. Sein Pfostenschuss 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Trapp konnte mit dem Auftritt seiner Männer bis dato zufrieden sein. Dann allerdings diese Chance für Bosnien. Miralem Pjanic und Westwood mit einer tollen Parade. Vertreter von Shay Given, der wurde geschont nach einer leichten Knieverletzung im Training. Shay Given 121 Mal für Irland zwischen den Pfosten und an den Pfosten, an die Latte. Köpfelt dann John Walters. Wie Whelan vom FC Stoke City. Das 1:0 überfällig. Die Iren weiter mit dem typischen Power-Fußball in ihrem 4-4-2-System, ganz klassisch. McGeady auf der Seite, sein Heber in die Mitte, wunderbar zu Shane Long und der trifft. Ein Geschenk zum eigenen Jubiläum, 25. Länderspiel von Shane Long und sein 7. Treffer. Tolle Vorarbeit des eingewechselten McGeady. Und auch Long macht das dann exquisit. 2 Minuten später wieder John Walters. Und die Zuschauer hier im Aviva-Stadion durchaus angetan vom Auftritt ihrer Jungs. Kurz vor Schluss nochmal Bosnien-Herzegowina. Mehmet Ali Spahic mit dieser Chance, aber auch der junge Angreifer von Dynamo Zagreb scheitert. Die Bosnier gecoacht von Safet Susic, früherer jugoslawischer Nationalspieler, der lange in Frankreich kickte, unter anderem oder vor allem bei Paris Saint-Germain. Die letzte Szene gehörte dem Gastgeber. Kopfball des Torschützen. Diesmal eine tolle Parade des bosnischen Keepers. Shane Long also erneut am Ende. Versucht es auch noch Andrews. Trapattoni hatte Long und Walter für Keane und Dunn gebracht. Also hatte seinen Angriff getauscht. 1:0 der Endstand. Irland verabschiedet sich überzeugend und siegreich aus Dublin. Bald also geht's los. Davor noch die Generalprobe in Budapest gegen die Ungarn.